Erste Nacht hier am Meer und wir haben schon das Problem. Wir haben so viele Mucken im Auto. Muckenjagd? Ja. Ah, die Siechen hier. Schwirren einem immer um den Kopf herum. Oh, jetzt sehe ich gerade keinen mehr. Ist das ein grosser, du. Wow! Zack! Ein! Scheiße, jetzt ist er ab. Da. Oh, gerade 2. Zack! Mit was, dass man alles muss dealen. Zack! Wow! Die sind riesig! Weißt du, die Böcke, die da entstehen, wenn sie stechen? Wow, Scheibe, du. Oh, schau, jetzt hat es noch mal eine. Ach du Kacke. Was ist jetzt? Komm, führen. Komm, Bussi, Bussi, Bussi. Dort. Nein, oh, schau, 2. Hey, nochmal. Wie viel das wir heute Nacht werden schlafen, wissen wir noch nicht, aber wir werden es euch morgen sagen. Die Nacht haben wir dann doch noch eigentlich relativ ruhig verbracht, obwohl es immer noch mindestens 1 oder 2 Mucke drin hatten. Nachher sind wir dann vom Camping in Seestedt weitergefahren. Und zwar an Bremen vorbei, Richtung Hamburg, an Hamburg vorbei und sind dann da an einem Gratis-Stellplatz an der Holsten-Therme gelandet. Die tote Tiere ab dem Auto kratzen. Tote Tiere! Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Nach dem morgendlichen Waschritual vom Sani haben wir unser Waschritual gemacht. Und heute ist es jetzt endlich soweit. Heute geht es nach Dänemark. Und Endlich. zwar haben wir nicht mehr so wahnsinnig viele Kilometer. Ich glaube, es sind etwa 200 oder so. Und dann sind wir an der Grenze. Und dann... mal schauen. Heute Abend hat es ganz üble Gewitter angesagt. Jetzt wissen wir noch nicht so recht, wo wir dann übernachten wollen. Ob wir sollen auf Röme raus. Das ist vielleicht nicht unbedingt so schlau. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt fahren wir zuerst mal los und dann nehmen wir es, wie es kommt. So ist es. Sven läuft jetzt über die Grenze. Jawohl. Dänemark. Deutschland. Das Grenzhäuschen von früher. Da vorne ist unser Sonny schon in Dänemark und der Sven steht noch in Deutschland. Ja, du auch mit der Kamera. Ja. So. Es ist noch... Also, wir machen ja nicht viele Selfies, aber das ist jetzt so ein Punkt. Da machen wir jetzt einen. Also, ihr seid jetzt live dabei beim Selfie. Moment. So, jetzt in die Kamera schauen. Jetzt machen wir noch... Ui, ein Hummel. Wow. Ein Riesenhummel. Besuch über. So. Und jetzt geht's... Wie heisst es schon wieder? Mogel... Mogel... Warte jetzt. Torben. Mögelsjorben. Torben. Mögels... Sorry Ja. für die Aussprache. Wir sind nicht Mögelsjörben. mal sicher, ob das der richtige Name ist. Irgendetwas mit Mögel oder so. Wir gehen jetzt mal schauen. Ja. Ich weiss nicht, wie man es ausspricht, aber ich zeige es euch auf der Karte. Dann könnt ihr selber das lesen. Mögeltönder. Spricht man es, glaube ich, aus. Ich weiss nicht genau. Da ist die Grenze. Deutschland, Dänemark. Da.
Das ist der momentane Platz zum Stehen. Mal schauen, was das Wetter macht. Die ersten Wolken kommen schon. Und was ist ganz wichtig, wenn man neu mit ankommt? Aufs WC gehen. Das macht Fabienne jetzt gerade, weil es hat eins. Dann muss man aufs WC gehen. Auch wenn man eigentlich vor einer halben Stunde oder so auch erst gerade war. Aber das weiss ich dann schon. Wie nicht anders erwartet. Sehr sauber. Gut, weiter geht's. Jetzt gehen wir die Stadt anschauen. Wie immer mit der grossen Kamera dabei. Ich weiss ja nie, was man sieht. Ah, ich denke, du musst deine Füße filmen. Nein. Wir sind jetzt noch ein bisschen weitergefahren, und zwar nur etwa 12 Kilometer, schön über Land. Unser Navi hat uns mal wieder die Hintertürchen nehmen lassen, aber das Mal hat es sich gelohnt. Und wir gehen jetzt anschauen. Treuborg Ruin. Ich glaube man sagt Treuborg Ruin. Und jetzt müssen wir da gar nicht weit laufen, weil ich glaube, da hinten irgendwo ist es. Und wie wir hier die Aussicht geniessen, läuft uns plötzlich ein Hund entgegen. Und uns vor allem auch nach. Wir haben jetzt einen neuen Begleiter. Wir nennen den Blackie. Oder sie. Das ist, glaube ich, sie. Ist uns zugelaufen. Gehen wir wieder rauf. Wir haben jetzt den Hund bei einer Nachbarin abgegeben, die anscheinend uns gesagt hat, der Hund gehöre an einer anderen Nachbarin, die hier den riesen Hof haben, und der sei schon ganz weit weg gefunden worden. Wäre also noch eine herzige gewesen. Ja, und ich glaube, sie hat wahrscheinlich noch gut gelernt. Also sie hat schon ein bisschen einen Grundgehorsam gehabt. Also wenn man ihr gepfiffen hat, ist sie gerade gekommen. Und wo die Wohnmobiltüren aufgegangen ist, zum Kameras ablegen, wäre sie am liebsten gerade mitgekommen. Ja, ich kann sie also richtig das Bein anheben, dass sie nicht reingumpen. Ja. Irgendwie schade, aber irgendwie bin ich auch froh, dass sie wieder dort, wo sie hingehört. Ja, wir können ja nicht einfach einen Hund mitnehmen. Nein, aber wenn er jetzt ausgesetzt worden wäre, was hättest du denn gemacht? Zuerst haben wir eben gedacht, weil da, wo wir jetzt stehen, hat es vorher ein paar andere Autos gehabt. Wir haben gedacht, vielleicht hat jemand den Hund bewusst ausgesetzt, was ja katastrophal wäre. Oder man hat den Hund vergessen. Es haben ja schon Leute gegeben, die haben ihre Kinder vergessen auf der Autobahnraststätte. Das würde mich nicht verwundern.
Darum, ja, es hätte ja alles Mögliche können sein, aber man hat gesehen, sie hat ein Halsband angehabt, sie war nicht verwildert vom Fell her, von dem her, ja, hat man schon das Gefühl, sie gehört irgendwo her. Aber die Frage ist sie von einem Tourist oder von der Umgebung? Das haben wir jetzt auch nicht gewusst. Und jetzt haben wir sie abgegeben und hoffen, sie geht wieder dort hin, wo sie herkommt. Mhm. Und wir müssen jetzt auch schauen, wo wir jetzt hergehören. Jetzt gilt es, einen Übernachtungsplatz zu finden. Ja, weil ich glaube... Jetzt geht es nicht mehr lang und dann kommt es, glaube ich, gut. Es hat geheißen, heute käme Hagel und alles Wüste. Jetzt schauen wir mal, dass wir unter Dach und Fach kommen. Schnell kommen wir an unserem Stellplatz beim Camping Balum an. Aber die Nacht hat für uns einiges parat. So, es ist jetzt morgen um 5 Uhr. Und unser Wohnmobil wird durchgeschüttelt durch den Wind. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es windet also schon recht heftig. Also wir sind hier in Gesellschaft mit anderen windigen Genossen. Ein recht heftiger Wind direkt vom Meer. Es kommt von dort hinten. So, es ist jetzt 8:47 Uhr und eigentlich gibt es keinen Grund zum früh aufstehen, weil es windet immer noch wie die Sau und schüttelt uns durch. Aber da der Platz einen Brötli-Service hat und wir den genutzt haben, kann ich jetzt Brötli holen. Dann können wir wenigstens zum Morgen essen. Ich glaube, wir bleiben noch mal eine Nacht da und harren aus, bis der Sturm vorbei ist. Ich hoffe, das sollte morgen der Fall sein, wobei Gewitter wird es wahrscheinlich immer noch geben und wir haben jetzt die Schlechtwetterphase verwünscht. Nicht so lässig. Das sind die wunderbar schmeckenden, feinen Brötchen und natürlich haben wir wieder unsere eigene grüne Wald zum Essen gezüchtet. Kressi für aufs Brötchen. Am Nachmittag wird es dann plötzlich wieder ein bisschen schön und wir gehen ein bisschen Windsurfen. Ein kurzer Spaziergang durch Balum und alles ist wieder gut. Wir sind noch auf dem Stellplatz vom Camping Balum und das war jetzt die zweite Nacht. Sehr schön da, kann man empfehlen. Wir haben ein kleines Unwetter über uns ergehen lassen und heute geht es jetzt aber weiter und jetzt kommt dann ein Highlight. Mein persönliches Highlight oder eines von denen in diesen Ferien, der befahrbare Autostrand von Römö. Aber vorher gehen wir noch etwas anderes anschauen. Und zwar ein Zaun aus Walknochen.
tönt wie Holz. Mhm. Sieht auch ähnlich wie Holz aus. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt den ersten Walknochenzaun ever gesehen. Leider ist das Wetter nicht so lässig. Und weil es jetzt wieder anfängt zu regnen, gehen wir jetzt rein, aber ich weiß nicht, ob das etwas wird mit dem Autostrand. Mal schauen. Weil wenn es so regnet, traue ich mich ehrlich gesagt nicht drauf zu fahren. Aber ja, schauen wir mal. Ganz nasse Hose. Sind wir in der City? Genau, jetzt sind wir in, wie heisst das da? Lackholk. Etwa 150 Meter oder so geht es jetzt dort eben an den Strand. Jetzt gerade regnet es wieder nicht. Jetzt könnten wir vielleicht mal zuerst schnell zu Fuß schauen, ob wir uns das zutrauen, um dort drauf zu fahren. Und ob es schon Leute hat oder nicht. Wo muss? Nur wissen wir nicht, ob die schon festgefahren sind. Und das wollen wir auf keinen Fall. Ja, das Wetter ist leider zu... es strömt einmal wieder und dann ist es wieder 10 Sekunden schön und dann ist es wieder strömig 10 Minuten. Und wenn ich sehe, wie die anderen Wohnmobile aussehen, die vom Strand her kommen, dann spare ich mir jetzt das leider. Dafür habe ich mir eine schöne Waffel gegönnt. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Ausgleich, aber das ist noch nicht, das ist erst aufgeschoben, noch nicht aufgehoben, weil ja, Römer ist ja relativ nah auf der Grenze und dann könnte man ja auf dem Retourweg nochmal kommen, wenn es dann hoffentlich ein bisschen schön ist. Jetzt, nächster Halt ist Stellplatz in Ribe, nicht so weit von da, und dann können wir hoffentlich am Trockenen noch ein bisschen Städtchen anschauen. Ja, es sollte, glaube ich, am Nachmittag sollte es besser werden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ob das Wetter mit uns besser meint, wenn wir in Ribe sind, das seht ihr im nächsten Vlog. Also, nicht verpassen und wieder reinschauen.